Amém. Vamos orar? Amém. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite. Vader, vielmaal dank voor deze avond. Dank Heer Jezus dat u hier bent. Dank voor die life. Dat u wat u hier harst. Wat u oorbereid is. En we stellen ons onder die Herr. In alle onderdrukking van bijzen. Waar staan we nu? In Jezus Christus in naam. Alles wat onze ziel bedrekken wil. En onze körper bedrekken wil. Waar staan we nu krijg. In Jezus Christus in naam. Heilige Vader. We krijgen alles wat u voor ons bereid hast. In Jezus Christus in naam. Amen en amen. Apostelgeschichte kapitel 2 opmaken. Gisteren vangen we krijt met deze escritura aan, met deze escritura, met deze tekst. Met deze tekst. En Edor, kannst du weiter lesen? Atos capítulo 2, do 1 ao 12, noch einmal lesen. 1 bed. 12, wat 12. Apostelgeschichte 2, 1 bed 12. Als de Pfingstdag dann kam, waren sie alle taub auf einer Stelle taub. Und plötzlich hörten sie so ein Sturm, ein rügendes Geluid vom Himmel, so dass es im ganzen Haus zu hören war, wo sie saßen. Dann sagen sie auf einmal Zungen aus von 4 und sahen sich auf jeder einen von an. Sie waren alle mit den Heiligen Geist gefüllt und fingen an, in andere Sprachen zu reden, nur aus der Geist an das Mählichmilch. Da wohnten dann in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von allen Ländern unter den Himmel. Als sie dort Geluid hierden, kamen ein großer Teil verwilligt taub, weil sie hierden, dass jeder in seine Sprache reden deuten. Ganz verwundert frugen sie, sind nicht all diese, die dort reden von Galiläa? Wo ist das dann, dass wir jeder in seine Sprache hören? Parther, in Meda, in Elamita, in die wir in Mesopotamien und in Judäa wohnen, in Kappadokien, in Pontus, in Asien, Phrygien, in Pamphylien, in Ägypten, in dort Port von Libyen, dort Kieren gehiert, in Utländer von Rom, Juden und Metjuden, Kreuter und Araber. Wir hören in unserer Sprache von Gott seine große Wunderwerke reden. Verwundert und verwillert frugen sie einer den anderen, was gibt es noch? Die anderen aber hatten ihren Spott darüber und sagten, die haben zu viel Wein getrunken. Gisteren zagen we dat is een taxkrijt als de Heilige Geest komt. Gisteren gezien, de Bijbel wijst ons dat de Heilige Geest immer daar gewezen is. Dat de Vader immer daar gewezen is en dat de Zoon immer daar gewezen is. En während de ganze Bibel, het ganze Oude Testament, zit man voor de Heilige Geest op een mens en op een andere mens en daar een andere mens zich bewegen. Maar nu als Herr Jezus komt en als de Heilige Geest op hem komt en hij ontvangt de wunder te maken en de mensen vrij maken, wat tot laatst dan Herr Jezus op een schritt weer en dan sterven voor ons en hij is opgestaan en nadem passiert krijgt dit. En Herr Jezus, hij zegt veelmaal, weet je, ich moet in den Himmel. Is wanneer hij in den Himmel komt, go, dan kon niet de trooster, consolator, trooster, kon niet komen. En de trooster is de Heilige Geest. Gisteravond bij mijn gebed, vertalen we een beetje daarover ook, zitten we een beetje dort. Viele mensen, die hebben schrikkelijk grote trouble. En manche mensen denken, de tijd wordt tot heilen. Met de tijd wordt tot zich al reilen. Mijn vriend, de tijd heilt niet, de tijd reilt de zaken niet en de tijd maakt de zaken schlimmer am meestens. Maar wer heilt, wer troost, wer de wunder maakt, dat is de Heilige Geest. En Herr Jesus ziet immer vor ihm, hij wordt komen en hij wordt je troosten, hij wordt je den Weg wijzen, hij wordt je, guiar vocês in toda a verdade. Hij wordt je leiden naar alle waarheid. En alle waarheid wordt hij je immer leiden. En hier, en schließlich, in Apostelgeschichte Kapitel 2, dann kommt der Heilige Geist. Und so interessant, die Bibel ist so klar, wo er kommt. Er kommt nicht auf Stelles, er kommt mit ein rugender Wind, als ein rugender Wind. Gestern sagen wir dort der Wind, die Bibel sagt uns viel davon, wo der Heilige Geist sich bewegt. Man weiß nicht, von wo der Wind kommt, aber der Heilige Geist weiß, wie dort er vom Himmel kommt. Man weiß nicht, wo der Wind hingeht.
aber der Heilige Geest, wie weit, der kommt op een mens, zoals van de oven. De Heilige Geest komt op mannen en vroege woord aan wellen. En de Heilige Geest beweegt zich op de eerd. En hier, wat hier passiert, het wordt ganz besonders. En al die mensen wat da waren, die wussten niet wat passiert. Die waren de stonden alle zo. En dat eerstens wat ik vandaag ook wil zeggen, wat hier hebben we zo, wat we gisteren met reden. En dit wat ik nu zei, dat is om die zo een beetje zo rieren, zo manke hebben wel het die zo een beetje zo tukseren. Vielleicht hast du gedacht, jo, Prediger, aber bei uns ist das nicht so. Hast du das mal, wo ihr hier, das ist eine Phrase? Das ist ein Satz. Das ist ein Satz. Wer hat diesen Satz so mal hier? Bei uns ist das nicht gerade so. Dat geeft het in Brazil ook. En weet je wat ik entsloten heb? Dat is een naam van een dievel. Dat is bij ons niet krijgt zo. Dat is een naam van een dievel. Heide maar wel hier, wo je zijn. Tussenin hier van dem. Bij ons is dat niet zo. Bij ons is dat niet zo. Dat is een uitred van vele mensen. Wat zich in zin zonder de comfort doen. In Erde steht, wo sie sich marklich feilen. Menschen, wie Menschen, wie mehr Städte, wo wir uns maklich feilen. Ist das nicht so? Wir machen alles, was wir uns schwindmaklich. Hast du nie Arbeit steht, en een korte tijd is de maat die is dich bei die, en de stoel is al je dreht tot een frischen wind is. En wie mehr je ons alles so maklich maakt. Als je een jonge man werd, wie 15 jaar oud, dan vangt je bij een loftje arbeid, een grote loftje van mijn onkel. Een stoer, niet een loftje. Weet je niet wat een loftje is? Ik weet, maar de eeuwige vielleicht nee, niet. Dat weer bij een loftje, bij een stoer. Ja. En dan schoft hij daar. En het had dat weer van mijn onkel. En hij had 10 kinderen, die weer alle elders had. Het weer de jongste zijn. Dan stel je voor wat hij niet wilde. Nou ja, en het weer dat weer mijn arbeid steht. En een dag, dan kon ik daar een bureau van een zetten. Die had zo'n grote dash. En daar had zo'n stoel wat zo heen draaide. En ik dacht me zo, mens, het wil me dat je mal makkelijk maken vandaag. En dan werd hij in de stof. En dan deed hij mijn voeten op een dash zo. En met de stoel zo ganz naar heen. Dat deed niet 30 seconden, dan kwam een cousin van de oudste. Aber der wird all. Hij zei, nee, dat. Manfred hat mir dort gesagt, es soll so machen, irgendein Utrit funkt dann da ut. Aber wie sind so eine Menschen, wie mehr uns dort möglich machen? Und wenn irgendwas uns so betreiben, so ein bisschen, dort mehr will nicht sein. Ist nicht so? Und dann sagen wir, bei uns ist das nicht so, Pastor. Aber als sie hier komen, vandaar over die te zeggen, bij die is het zo als in de Bijbel zegt, mijn vriend. Bij die is het zo als in de Bijbel zegt. Zo is het bij ons. En de Bijbel zegt ons, als de Heilige Geest komt, dan komt als een grote wind. En de Bijbel zegt, op een jeder weer zo een vuurvlam. Een vuurvlam op een jeder. En wanneer het verstaan bent van de Bijbel, een jeder, dat meint du en dat meint ik. Du bist ein Jeder und ich sie ein Jeder. Also das bedeutet, da ist eine Vierflamme für ein Jeder von uns. Und die Bibel sagt, dass der Heilige Geist, als er kommt, aus einer Vierflamme, und mit diesem großen Rouge aus dem Wind, dann passiert was ganz Interessantes. Die Bibel sagt uns, dass Männer, die fangen an, in Zunge zu reden. Und vielleicht kommt einer Schwind abstehen, hey, Heiliger Geist, langsam, bei uns ist das nicht so. En dan kon de Heilige Geest zeggen, aber bij mij is dat zo. En die worden wat niet ervaren. En het wil je ontreid maken voor de nieuwe tijd. En die worden dat brokkelieren. Wist je worden zware tijden hebben. Je worden grote tijden hebben. Waar je ware mate je menschaft met mij hebben. En vangt dat aan van dat te leren. En zo komt de Heilige Geest. Voets met 4 vlammen op de mensen. En voets vangen die aan zaken te doen wat ze niemals gedaan hebben. En dat wist me dat de Heilige Geest dat met nieuwtje te arbeiden. Meine Freunde, hij arbeitet mit Nietje, de Sachen, wat we niet gewaand zijn. Wat dan zo een beetje een rebbetukse, zo, Mensch, wo wordt het bloß zijn? Het wie mij zo zeggen, het wie in mijn makkelijke steden, het had mij alles zo schijn aangerecht.
Zum Beispiel, wenn ich denke hier und Benjamin und Eva und Jake und Anna, vielleicht alles hier eingerecht. Ons leven eerst we waren zo, en dan waren we dat, en met eenmaal passiert wat anders. Met eenmaal wordt de eilapt in je gote. En nu vangt een nieuwe titel. En de Heilige Geest wat in nog steden brengen, wat ze nog niemals gedacht hadden. En zo arbeitet de Heilige Geest mit uns. En datzelfde is met die. Du denkst, du hast dein Leben ganz geplant. Jo, mit so viel Arbeit das machen, mit so viel Arbeit dort, mit so viel Arbeit dort. Aber der Heilige Geest hat seine Plans. En nu komt de Heilige Geest op de semana. De Bibel sagt uns, dat wir en Angst, wie de verstunden nicht recht, wat wir. Also es nicht falsch, wenn du nicht ganz genau verstehen, was passieren wird. Aber was sehr wichtig ist, de semana, dat wir alle taub en de wacht op nieuwe Sachen von Heiligen Geest. Vandaag zijn we hier alle taub. Manche zijn van weit gekommen, manche van dicht. En de lieve Gott heeft zo'n wunderbaren Wader gegeven. En we wachten op wat nieuw. En de Bibel zegt ons wel ganz interessant, dat deze mannen vangen aan in tongen te reden. En wanneer we ganz wat eingehen, wat uit door de laatste in kapitel 2 vers 12, dat we zo interessant, dat we zo wat anderen, dat de mensen wat daar rondom waren, dat ongeveer, stel je voor van hier, honderden mensen rondom waren, van alle kolonieën, wat hier in Bolivien zijn, en van Santa Cruz, en hier alles vol mensen. En die zeiden, weet je wat, die mannen, die zijn bezopen. Wat dit een bezopene man sich benehmen. Wat dit een bezopene man sich benehmen? Hast du mal dran gedacht, dat het zo geschreven? Waarom zeiden die mensen, ach, die zijn bezopen? Hast du das mal gedacht? Wenn du jetzt in Kapitel 2, Vers 14, sagt die Bibel, der Heilige Geist hat Petrus op zijn pé. Heeft hem abgehoben. Die vier ons bezopen. Einer lag hier, de ander lag daar. En de reden komische Sachen, de reden en tongen. Mijn vriend, de Heilige Geest, die deed ons zo bewegen, damit wir von onze makelige Steden een beetje abstonden. Damit wir von onze makelige Steden een beetje weich kunnen. En damit wir abhören zu sagen, bei uns ist das nicht so. Nu komt de Heilige Geest en zegt ons, bij mij is dat zo. En daarover wil ik tussenavond reden. En het wil dat u ontvangt met de Heilige Geest te reden. De Heilige Geest, dat wat u voor mij hast, dat wil ik ervaren. Het wil niet groot zo mijn leven hier leven op deze eerd. Om alles te ervaren wat u voor mij hast. Als ik nog 14 jaar oud was, ook in een traditionele Mennonitengemeente in Wassen, daar in Brazilië. Een cousin van mij, die heet ook Arno, die weer eenmaal hier bij ons. En hij komt eruit van Duitsland en daar, hij mocht eenmaal Bibelschool. En daar had hij ervaren, deze tof met de Heilige Geest. En daar vond hij aan een tongen te reden. En dan roept hij mij en nog een andere jongens daar, wie hij weer een leider van onze jugend, kleine jugend. En zei, de jongens zaten mal aan. En wie zaten ons daar aan? Ik wil ons mal wat wijzen. Wat wil ons wijzen? Dan vangen we aan een tongen te bidden. Tere laba shorri, kere laba master. Wie kijkt dan met zo'n grote ogen aan? Is hij verrekt geworden wat met hem passiert? Verstonden niet. En dat is geen fehler wat man niet am Anfang versteht. De Heilige Geest kent die. Hij leeft die. En hij is zo enthousiasmado. Hij is zo begeisterd. Om dit met die taub ervaren, mijn vriend. Een paar jaar later, dan woonden we in São Paulo, in een grote stad. Ik arbeid daar bij een grote compagnie. En daar kwam een lied en die zei mijn vader daarvan. Weet je, Arno, daar is een toffe van Heilige Geest. Dat wat we gisteren zeiden, wanneer du die beziehst, du schreist Jezus in die hart en de Heilige Geest is in die. En we brachten een Beispiel, gisteren, is dat 10 woord uit? Gisteren hadden we een Beispiel, ja, wanneer du die beziehst, dan schreist du dem, schreist du Herr Jezus in die hart en ook den Heilige Geest. Wanneer het woord dat drinkt, is het woord in mij. Wanneer het Herr Jezus aanneemt, is de Heilige Geest in mij. Maar wanneer hier, wat is dat? De naam van Piscina? Piscina. Ja, Piscina weet ik, maar dat is een andere naam. Nou ja, Piscina. Een puddel. Een puddel. Een rifa. En een Piscina. Wanneer je in een Piscina weer, en wanneer je dan daarna hebt, dan heeft het water mee. Hier heb ik het water. Maar wanneer je daarna hebt, dan heb je het water. De toffe met de Heilige Geest, het krijgt zo.
Du hast den Heiligen Geist, aber der Heilige Geist, er will die haben. Und dann ändert die Sache sich. Und dann, der erklärte mir dort, und dann sagt Arno, von da wirst du anfangen, Zunge zu beten. Und ich dachte, aber bei uns ist das nicht so. Bei uns ist das nicht so. Und wir müssen alles ganz klar verstehen. Wir sind hier so schrecklich kluge Menschen. Da kann ich gerade so anfangen, Zunge zu beten. Na ja, und das wären ältere Ehepaar, das wäre Japoneses, Japaner. Japaner, ja. Ja, Japaner. Die wären bei uns dus und erklärt, das wären Pastoren, Predigers, und erklärt uns dort. Und dann haben sie auf uns heen abgelegt. Und mit einmal fangen da an komische Wirt an uns Mund runterzukommen. Und weißt du, was das wird? Das wird der Heilige Geist. Und da fang an, hat niemals mehr abgehört. Von da Abend wirst du auch anfangen, Zunge zu reden. Und dann wirst du was nicht erfahren. Aber Pastor, bei uns ist das nicht so. Bottom end van deze avond, waar we dat niemals meer zeggen. Amen. Bij ons is dat niet zo. En we waren ontvangen te zeggen, bij ons is het kruid zo. Amen. En ik wil nu hier een beetje verder gaan en een beetje meer erklären, wat is het van tongenreden. Het eerste wat we zijn, en op deze steht, op deze tekst van Apostelgeschichte Kapitel 2, die Bibel sagt uns, dass diese Männer, die werden dann getauft vom Heiligen Geist und fangen an Zunge zu reden. Und die Bibel ist ganz klar, was da passiert. Da wären Menschen von verschiedenen Städten von der Welt und die können den alle in ihrer eigenen Sprache verstehen. Also, das erste, was wir machen, weit von Zunge beten, das ist was supernatural, was sagt man? Das ist was Evernatürliches. Was? Evernatürliches. Das ist was Evernatürliches. Das ist nicht, was man denkt, das ist nicht, was man sich taubstellen kann, das ist was Evernatürliches. Und hier fängt uns, glaube ich, ein bisschen sich anfangen auszustreichen. Du hast ein paar Muskeln in die, was ich sage, das sind die Muskeln von Glauben. Wenn der macht sich dann anfangen auszustreichen. Aber wieso? Ich verstehe das nicht. Das ist aber nicht zum Verstehen, das ist zum Glauben. Und diese Männer, die fangen dann an, in Zunge zu reden, und die Menschen da rundum, die fangen dann an zu verstehen. Verstehen diese Sprache, verstehen. Und dann deed sich den Bord so ein bisschen jucken, so, und dann, jucken? Kossar. Jäcken. Krotze, jätje, nicht jucken. Jucken, das heißt sich noch Gurtje, das war komisch. Jätje, deed sich so, jätje. Was dat mählich? Er konnte verstehen meine Sprache. Haft erst ein Milan gewesen, haft er da geleerd? Nein, das ist was Evernatürliches vom Heiligen Geist. Meine Freunde, der Heilige Geist hat evernatürliche Sachen für die und für mich. Er will uns in nie Städte bringen. Sie wollen den Pust auf den Haus. Und er hat nie Sachen für die und für mich. Manchmal denkt er dort und so. Aber ist das alles für mein Leben? Hat alles erreicht, was der lieve Gott für mich hat? Nee, meine Freunde, der Heilige Geist hat immer mehr. Nur das passiert, diese Männer, die da wären, diese Apostel, die da wären, der Reise der Welt. Und die Bibel sagt uns von hier wieder, in Apostelgeschichte, manche Sachen, was mit dem passiert. Da wurde erstens, was passiert, Wunder passieren, aber da wurde auch perseguidos. Der war doch verfolgt. Verfolgt, der wurde sehr verfolgt. En dan moest je ook talen. Dan waren zich niet alle mensen vrij, want du getauft warst vom Heiligen Geist, wenn du in diese Piscine reinhoppst, wenn du anfängst in Zungen zu reden, dann waren nicht die alle gratulieren, ey, freu mich mit dir. Nu bist du voll vom Heiligen Geist. Nu bist du ein Sein Gottes. Ist nicht so? Viele von uns haben sehr viel Verfolgung geprüft. Und je mehr dich du bist von Jesus und vom Heiligen Geist, mehr Verfolgung kommt. Aber weißt du was? Dort ist die Welt Gottes. Und dann fazemos para a glória de Deus. Für die Ehe Gottes. Für die Ehe Gottes. Für die Ehe Gottes. Und die Bibel sagt uns, dass diese Männer dann anfangen zu reden, und all die Menschen wurden dort verstanden. Die Bibel sagt uns, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist getauft und fangen an, in andere Sprache zu reden. Wer wurde getauft? Alle. En wanneer je alle verstaat, op Griechisch, op Hebreeuws, op Duits, op Portugiesisch, op Spanisch, alle meint alle.
En alle, dat meint die en dat meint mij. Dat meint ieder, dat meint Heidi. Alle zijn alle. Mijn vriend, de Heilige Geest, is voor ons alle gekomen. Het is een dood spraak, het is een dood waar we wonen, waar onze geschichte is. Hij is voor ons alle gekomen. En hij maakt deze nieuwe zaken. En van we nu gewoon, Paulus erklärt een beetje wat dat is en tongenreden, wat dat bedient, wat maakt dat. En we gaan nu naar 1 Korinther, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. 1 Korinther 12, 1 bet 11. 1 bet 11. 1 Korinther 12, 1 bet 12. Wat geestliche Gaven anbelangt, Brüder, darüber will ich nicht im Anklagen lassen. Je weten, als je Gott noch nicht kennen, wart je sehr stark nur die Stamme Jette angetrokken. Da wen sei kunt. Keiner wird je in Jesus fluchen, die durch Gott ihnen Jesus redet, und keiner wird Jesus als Herrn anerkennen, bitte durch den Heiligen Jesus. Da sind verschiedene Gaven, aber du hast ein Jesus. Da sind verschiedene Diensten, aber du hast ein Herr. Da sind verschiedene Sorten von Kraft, aber du hast ein Gott, der alles in allem wirkt. Dort wird der Jesus in jedem Werk, als du zu je gibst, dort allem zu nutzen dienen soll. Einen wird dort durch den Jesus gegeben, in Weisheit zu reden. Einen anderen wird dort durch den selben Jesus gegeben, Erkenntnis fern zu bringen. Einen anderen ist der Glauben gegeben, durch den selben Jesus. Einen anderen ist der Gabe gegeben, zu heilen, durch den selben Jesus. Einen anderen ist die Kraft gegeben, Wunder zu tun. Einen anderen ist gegeben, prophetisch zu reden. Einen anderen Jesus zu unterscheiden, in einen anderen verschiedene Sprachen zu reden. In einen anderen die Sprachen auszuleihen. Aber all das wirkt ein in derselbe Jesus und teilt in jedem durch nur Tau, als er dort will. So als der Körper ein Ganzes ist, wenn der auch viel Glieder hat, und all die Glieder so viel als dort auch sind, ein Körper sind, so ist dort auch mit Christus. Also hier Paulus, hij erklärt von der Gabe vom Heiligen Geest. En hier zijn tot 9 gaven wat hij hier erklärt. Hij zegt, weet je wat, we zijn als een Körper. En de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, die doen ons conduceren, die doen ons leiden en onze woordje en onze roep. En de Heilige Geest heeft bijzondere gaven. En gaven is als een geschenk. En dat is zeer wichtig. Viele von uns, wie denken noch, wenn es onze geschichte, wie denken, wie moeten, temos que agradar muito a Deus. Wie moeten God zeer je volgen. We moeten God zeer je volgen, damit hij ons leeft. We denken, nou, we moeten vielleicht ons schwelen. We moeten hem zeer volgen. Vielleicht is ons leef. Maar dat is niet zo. God leeft die zoals du bist. En dat is niet wie du goed bist, maar dat is wie hij goed is. Hij leeft ons, wie hij goed is. Da wie mal een jong, die stond immer, hij eentje immer noch eine Fruit, weer 2 jongens. En die mag immer seine Seite koken. Vielleicht würde das sogar der Manfred aus der Schlindwehr. Und die mag seine Seite Brot diese Früh. Und diese Jungs, die werden immer von der Seite Brot. Aber die werden sehr gorstrig. Gorstrig? Ja. Die werden so angehorsam. Die werden immer was anstellen bei diese frühe Haus. Aber die immer was trägt. Und die mag immer was gutes Brot, frisches Seite Brot. Mit 9 Anilus für Manfred und sein Freund. Und das stellte immer an. Mag immer wo 2, mag immer schlechte Sachen und der Kot, das ist dann schwel und das und dort. Aber ein Tag, Manfred sein Freund, er fragt, was ist echt stehen? Wir sind so unverschämt für diese Frau. Wir sind so schlecht. Und sie macht uns immer noch diesen Seitenbrot. Warum? Ist das? Sind wir so... Wat is? Zijn we zo wichtig? Zijn we zo goed? En dan zegt Manfred zu ihm, nou, dat is niet wie goed oder schlecht zijn. Ze heeft ons immer den frischen Brot, wie zij goed is. En zo is het met onze Gott. Wir sind Menschen mit so viel Fehler. Ist nicht so? Wir sind Menschen mit so viel Sachen, wo wir Angst haben. Aber Gott, er ist gut. Und das versehnt er uns. Und nun sagt die Bibel uns hier in Apostel, in 1 Korinther Kapitel 12, dat de Heilige Geest nein Gove, nein Geschenke, dat zijn wat? Gove. Hast du mal ein Geschenke geschreien?
brauchst du die Schwele um ein Geschenk zu kriegen? Nee, ein Geschenk, das kriegt man. Zum Beispiel, für dort kreeg Jacob een bloem en Benjamin en Eva kregen een boom. Hij ons dafür angestrengt? Hij ons Sorge gemacht darüber? Hij darüber nicht geschlopen? Mensch, war es uns Geschenk oder nicht? Was wird passieren? Was wird uns passieren? Nee, je komt gerade so hier. Dan ben je verder niet meer eran gedacht. En met eenmaal is een Geschenk. En zo maakt de Heilige Geest mit uns. Du brauchst ihn nicht schwelen, um was von ihm zu reden. Du brauchst ihm nicht für sich Gott zu sein. Er ist Gott. Und er heeft uns diese Geschenke. Und er heeft uns diese Gaven. Und die Bibel sagt uns von 9 Gaven, was er uns heeft. Und von da will ich von 3 reden. Und morgen will ich von der anderen reden. Und ich will ein bisschen eingehen, wie es die Bibel sagt uns, dort in Apostelgeschichte Kapitel 2, dort der Heilige Geist nie Tunge für die Menschen gab. Und hier, Paulus erklärt es ein bisschen. En in realidad, In Wirklichkeit, Jesus zei dat al. Markus Kapitel, brug van ik lezen, Markus Kapitel 16, vers 17. Herr Jezus zei, weet je wat? Je waren een nieuwe tonge reden. En dit wat je van jullie makkelijke steden een beetje wegnemen. En nu heeft Paulus en erklärt, en het wel een paar versen, in Kapitel 14, waar we zijn van 1 Korinther, daar erklärt er krijgt van even op andere tongen te reden. Ik weet niet hoeveel mal du davon gelezen hast, hoeveel mal du davon gehört hast, aber dit is dien oven. Du wat willst, du kannst van hier naar huis komen en du kannst een nieuwe tongen reden. De Bibel zegt ons, we zullen beden immer. Hast du toch mal gesagt, okay, vandaag wat je mal een dag even beden. Dan eerst in die stoof, en dan hast du eine List van Sachen, wat du beten willst. Het was voor Brazil beden, het was für diesen beten, für Jan. En dan strengst je aan en betst, en betst, en betst, en betst. Dan checkst op de uur, Mensch, da sind 7 Minuten vorbei. Und du hast noch einen ganzen Tag die verstalt. Es ist nicht mit dir so passiert. Wo kommt die Bibel sagen, du sollst beten, ohne abzuhören? Mit 7 Minuten bist du um 1. Hast du für alles, für Afrika gebeten, hast du für Brasilien gebeten, hast du für Prediger gebeten, dann ist du 1. Dann was wollt du morgen? Der Heilige Geist, meine Freunde, er hat eine Gabe für dich, dass du in Zunge beten kannst. Und das ist was ganz Besonderes. Und die Bibel sagt uns, und es wird jeder, wenn du kannst 1 Korinther Kapitel 14 nur lesen. 1 Coríntios 14, do 1 auf 18. Kannst du vielleicht mal durchlesen? 1. Korinther 14, vers 1 bis 18. Streeft du nur lieftolig zu sein, sieht heran nur jässliche Gaben, und besonders, dort die prophetisch reden kann. Wils wer mit Zungen redet nicht zu Menschen, aber zu Gott. Und dann versteht keiner, aber in seinen Jäs redet er Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet zu Menschen, wodurch der Gebet hat, abgemuntert und getreust worden. Wer mit Zungen redet, büht sich selbst ab. Wer aber prophetisch redet, betet der Gemeinde. Ich wünsche, dass die alle mit Zungen reden können. Aber noch viel mehr wünsche ich, dass die prophetisch reden können. Wer prophetisch redet, ist geraten als einer, der mit Zungen redet. Bitte er leicht dort uit, dass die Gemeinde dort zum Gouden dienen kann. So als dort nu steht, Brüder, wenn ich heimkomme und mit Zungen rede, was würde ich ihnen helfen? Was würde ich ihnen helfen? Ich würde ihnen auch mit Wert kommen, der ihnen was offenbaren würden. Oder ihnen was verstehen lassen würden. Oder ihnen belehren würden. Sogar bei Musikinstrumenten, so aus der Flöte oder Horb, wenn die nicht klar ihre Teinware geben, wo kann ein jeder weiten, was ab der Flöte oder Horb gespielt wird? Und wenn der Trompet unklar bloßt, wer wird sich reinmerken zum Krieg? So ist es auch, wenn die in Zungen oder andere Sprachen reden, und die wir sind nicht zu verstehen, wer kann weiten, was sie sagen? Dann rede ich in den Wind. Du sind viele verschiedene Sprachen in dieser Welt, aber du hast keine, die nicht eine Meinung hat.
Wann ich de Sprach nicht verstehe, der geredet wird, blieb ich dem Redner fremd, und hij blijft mij ook fremd. Wann je jünt am de Goven vom Jes bemähen, dann seid ihr nur reglich davon zu haben, in die Gemeinde mit abzubühen. Wann also einer in eine fremde Sprache redet, muss er auch am de Gov beten, dort uitzuleihen. Wann ich in Zungen bet mein Jes am mein, aber mein Verstand bringt keine Frucht her. Was soll ich dann tun? Ich will mit dem Jes beten und will auch verständlich beten. Ich will mit dem Jes singen und will auch verständlich singen. Wenn du Gott im Jes loben lässt, wo soll einer, der dort nicht versteht, zu dem Dankgebet Amen sein, wenn er nicht versteht, was du sagst? Du machst ein gutes Dankgebet haben, oder aber ein anderer ist durch nicht geholpen worden. Ich danke mein Gott, dass ich mehr in Zungen rede als je alle. Amen. Aber meine Freunde, het is zo interessant wat hier geschreven is. Apostel Paulus erklärt, wat het een tongebed is. En je moet verstaan dat is man, dat hij eerst de church vervolgen. Hij werd daarbij als Steven doodgemaakt weer. Maar nu heeft hij zijn ene ervaring. En dit is een zeer wichtig woord. Onze ene ervaring met de Heilige Geest hebben. En nu pas op den fout op die nobe, wanneer hij aanvangt te zeggen, bij ons is dat niet zo, dan klooi je op een fout. Dus bij ons is dat zo. Nu komt de Heilige Geest en dan vangen de mensen aan in tongen te reden. En Paulus, hij zegt, wat ganz interessant, dat het eerste is, vers 2, wat de Bibel ons zegt. Vers 2 zegt de Bibel ons, über Tongen reden, wat ganz wichtig, sagt die Bibel so, 14 durch Wils, wer mit Tongen redet nicht zu Menschen, aber zu Gott. Und versteht keiner, aber in seinen Geist redet er Geheimnisse. Meine Freunde, bloß das falsch. Es ist genug, damit wir wirklich aufpassen, was der Heilige Geist mit uns will. Wir reden so viel mit anderen Menschen, ist nicht so? Wir reden so sehr viel mit Menschen. En über menschliche Sachen. Een dag even. En handel. En dit. En dat. Reden gute Sachen. Schlechte Sachen. Verschiedenste Sachen. Komische Sachen. Trudige Sachen. Aber nu heb de Heilige Geest en zegt, weet je wat? Het wordt je een Möglichkeit geven. Damit du mit Gott, mit dem Vater direkt mit ihm redest. En weißt du wat? Du wirst mit ihm en Geheimnisse reden. Dat is wat ganz Besonderes. Dat is niet zoals met een mens reden. Dat is niet met een verständnis. Dat is met een Glauben reden. En de Bibel is ganz klar. De Heilige Geest komt. En dat is zijn idee. Dat is niet wat, de pastoor hat sich taub gesammelt, de predikers, en nu hat wat uitgevangen, en nu worden de mensen zo. Nee, meine Freunde, dat is de poes van Himmel. Dat is de Heilige Geest. En dat is een Gabe. En hij weet, wo schwer dat voor die en voor mij is, wanneer we een dag even beten zullen. Dat is onmöglich. Dat is onmöglich. Deswegen sieht man zum Beispiel de katholische Church. In Brazil zijn ze zeer stark en de mensen doen rezar, wat zeg maar, rezar. Ja? Die doen immer fresh de Spruch zijn, immer fresh. En honderden Mal denzelfde Spruch, een dag even, denzelfde Spruch, dat heeft niets daarmee te doen. Nu komt de Heilige Geest en zegt, weet je wat, ik heb een Gabe voor die. En du wirst die Mut maken en du wirst Geheimnisse reden en God wordt die verstaan. Dat is zo wat wunderbaar, zo wat übernatürlich. En dat komt van Heilige Geest. En hij zegt, weet je wat, en het was jong tot geven. Dat is een Gabe. De Bibel zegt, dat die wat in tongen redt, der redt niet tot mannen. En hier is het waarde zo wichtig dat we dat verstaan. Wie dat best du en de lieve God. Dan best op die arbeid, best op die machine, best in die chat, best in die auto voor de best. En dan maakt plus die moel op en dan vangt de Heilige Geest erg die te beten. Tere laba shorri, kere laba mastere, liba mastorri, kere labas. Du verstehst nicht, was das ist. Aber die Geest, der redet mit Gott. Meine Freund, das ist was übernatürlich ist. Aber weißt du was, das ist für die, das ist für mich und das ist eine Gabe. Die Bibel sagt uns wieder, darüber sagt die Bibel uns, im Vers 4,
Jana wordt een tongenbeet en vers 4 zegt het zo. Wer mit Tongen redet, baut sich selbst ab. Hast du das mal gelesen in der Bibel? Man kann so bleiben, als man ist. So als man ist. Nossa estatura espiritual. Also, wo groot wie jässliche Wasser sind. Wir können bleiben, so als wir sind. Aber nun kommt der Heilige Geist und sagt uns, nee, het je wilt een golf, je wordt een tongenbid en weet je wat? Je wordt je opbouwen. Je wordt de muskelen van je geloven uitstraatje. En mijn vrienden, dat is zo wichtig, dat deze muskelen uitgestraat worden. Wist ons leven brengt ons zoveel zware tijden. En dan braucht man, denk der Intimidade, dann braucht wie ganz dichtbij te zijn met God. Mit dem Heiligen Geist. So viele verschiedene Sachen passieren. Schwere Sachen. Menschen kommen und die mit schwere Sachen. In Brasil besitzt sehr viele Menschen in Krankenhuizen. En hat het voor viele Jahre gedaan. En al viele Menschen ganz krank zijn. Het kom je bedenken dat we dat we sogar een geboren Mennonit. En die hadden we ganz krank. En nam zijn broeder die in Himmels te tjotje. En daar roept me niemand aan. En ze hebben hem evangeliseerd. En daar roept hij me aan. Dan zei hij, Predja, hij braucht een halb. Ja, wat is los? Mijn broeder die ligt omstorven im Krankenhuis. Ah, oké. Dan vroeg ik hem, en waarom Krankenhuis? Nou, waarom, zei hij? Nou, wie zei, waarom bezit je? Was dan bezit je? Ja, de Heilige Geest brengt me dort, waarom bezit je? Maar die worden die niet nalaten. Nou, ik weet niet met de Heilige Geest, die worden me nalaten. Nee, maar hij is een intensive care, hoe zeg man? Terapia intensiva. Wo man nicht nennen kann. Nee, aber der Heilige Geist bringt nicht da rein. Brauchst nicht so, warum Krankenhaus essen? Und er lebt nicht. Wie sagt, er lebt nicht richtig um Gebet. Aber dann sieht er mir ein Krankenhaus, ein ganz großer Krankenhaus. So, okay, klar 8 sieht da, komm han. Na ja, dann wird da im Krankenhaus, und dann kommt er mit der Früh vom Morgen, wo er bijna am Stoffen lag. Er wird so ganz verviert, so verbiestert. Verbiestert, ja, das? Verbiestert. Oder verbezeld, verbiestert weer. En dan, dort am Korridor, fang ich an mit an zu beten. Er schämt sich im Bett. Er dachte, Mensch, was für ein Prediger hat je mir geholt hier. En hij fang an zu beten. En die Bruder wat gezond waren. En weet je over wat hij redet heeft? Hij redt over den zorguitzichtje voor zijn Bruder. Hij redt van dode zaken. Wat du den Heiligen Geest hast, meine Freund, fangst an zu beten, dann kommt Leben von den Müllrouten. Und das machen wir wirklich ganz schlimm. Naja, dann kann einer mit seiner Cunhada, mit der Früh vom Morgen, er wacht da im Bett, wie mit seinem Cousin da, und sagt, so nur gut auch nennen. Und in Brasilien ist es so, Pastoren, die tjenen ein Krankenhaus nennen, und dann trat das Ganze, die Kleider an, und allerhand Sachen, Krums und Krams da an. Nou ja, dan kom ik aan zijn baard naar weer. Stond hij bij zijn bruder en hij wist niet wat te doen. Maar dan kijkt hij naar weer uit, als een engel. Dan zei hij, kom een beetje te zien. En dan willen we maar vernünftig beten hier. En dan van we te beten. En de Heilige Geest kwam op de man. Die weer meest dood. Dan kwam de Heilige Geest. En dan, en hij werd Lothar, wie was dat dan? Nou, wie was dat dan bijna? Stond, hoe konst du hier naarkomen? En de Heilige Geest, wie je viele steden naarkomen. En dan had je kon ze slecht bedet waarde met hem. Derde mol zet je hem bezetje dat zat de man op een stoel. Halleluja. En dan kwam het aan, dan hoofd hij zijn hand zo op mij. En zei hij, hier, du hast voor mij hier gebed. Jo, en de Heilige Geest wat die route tussen krankenhuis nemen. Mijn vriend, zijn broeder, zijn vrouw, die bereid zich van Tjotjov, van Zaartje. Zorg. Die worden veranbroken. En weet je wat, dat is nu al even 10 jaar terug. En de man leeft, die heeft grootje gehad. En eenmaal waarom is het, dan is hij zo dankbaar. De Heilige Geest, want hij ontvangt daar die te reden. Dan moet je zeggen, was du niet verstaan. Du stehst voor een kranken mens. En du weet niet wat hem te zeggen. Maar de Heilige Geest, hij weet wat er gezegd moet worden. Hij weet wat er, een declaratie kan serveiten. Hij weet wat er gezegd wordt. Hij weet wat er gezegd wordt. En de Bibel zegt ons, in vers 5 zegt ons de Bibel zo. 14:5. We waren voetsbeden, mijn vrienden, we waren voetsbeden. 14:5. Pode ler?
Ik wens dat je alle met tongen reden kunnen. Et wens dat je alle met tongen reden kennen. Hast du doch in de Bibel gelezen? Alle meint du en meint et. Meint ons alle. Et wens dat je alle met tongen reden. Am Anfang von diesem Kapitel sagt Paulus krijgt, wat je wordt, je moet je bemeeën. Je moet oppassen, damit je deze gove schreeuwen. En dit is een Beispiel, wat het zeer mag, en het wil het met uitdort hier maken. Zum Beispiel, het wil uitdort een geschenk geven. De Heilige Geest wil die een geschenk geven. Hij heeft gove. Een gove is een geschenk. En het zie ik hier nu als de Heilige Geest, dit is een geschenk. En uitdort best du. Nu kom ik als Heilige Geest, en je weet uitdort een geschenk. Wacht mal mit. Du weißt so die Geschichte. Wann das in meine Hand ist, das doch uitdort sind? Ja oder nicht? Ich habe nur gegeben. Aber er hat noch nicht genommen. Aber wenn er das nimmt, dann ist das Geschenk sein. Kreuz ist es mit uns. Der Heilige Geist hat uns die Gabe gegeben. Nur es steht, unsere Hand auszustrecken, unseren Glauben auszustrecken und sagen, Heilige Geist, weißt du was? Et will das ein Geschenk. Et will das erfahren. Et will selbst abgebaut worden. Et will mehr Glauben haben. Et will den Muskel von meinem Glauben ausstrecken. Und Paulus sagt, et will dass die alle in Tongen reden. Und die Bibel sagt uns noch wieder, noch Versículo 15, 14. Wat zal ik dan doen? Ik wil met hem Jezus beden en wel ook verständlich beden. Ik wil met hem Jezus zingen en wel ook verständlich zingen. Ik wil verständlich zingen, verständlich beden, maar ik wil ook hem Jezus beden en hem Jezus zingen. Hast du nicht gemerkt, was die Bibel hier sagt, was der Heilige Geist für uns hat? Hij wil ons van hier nemen en ons abheben, weißt du was? Du wirst das übernatürlich erfahren. Du wirst mit dem Geist beten. Du wirst mit dem Geist singen. Du wirst auch mit dem Verständnis beten. Du wirst auch mit dem Verständnis singen. Aber du kannst und du wirst mit dem Geist beten, mit dem Geist singen. Die Bibel sagt uns noch in Vers 18, 14. Sagt dieses dit. Ik dank mijn God dat ik meer in tongen red als je alle. Het wordt het meer in tongen reden als je alle. Nu, wil ik een beetje van de ervaring daarvan reden. Dat is zo interessant. Manche mensen, die gruelen zich, aber Arno, en wanneer dat niet van God is? En wanneer ik alleen zie? En wanneer ik me dan gruel? En wanneer ik dort niet dat ik bij is? Meine Freunde, der Heilige Geist, er läuft dich. Du wirst dort Fußmaatje, wann er dort ist. Und wenn die nicht sicher ist, dann geh nur ein dort. Geh nur den Brief, frag ein dort. Hey, da schick mal hier, wo ich bete da. Kannst du mir helfen? Und dort bring mich für meinen zweiten Punkt diesen Abend. Und wir waren Fuß mit die Bete. Die Bibel sagt, dort wir können Tongen reden und wir können die Tongen interpretieren. Wie kunnen ze uitleiden? Wir können die Tongue uitleihen. Die Bibel sagt uns, weißt du was? Bete, damit du die Tongue uitleihen kannst. Was meint das? Du redest in Tongue oder irgendwer bei dir redet in Tongue. Verschiedene Tongue. Und der Heilige Geist wisst die, wo das bedeutet. Das ist nicht Evasate. Manche Menschen sagen, er hat die Tongue Evasate. Nein. Er hat die Tongue uitleihen. Die Bibel sagt uns, seht doch nur. Bid darüber, damit je deze gove proeven kennen. En de Bibel zegt ons in drittens nog dat we kennen profetiseren. Wie kunnen profetieën? Profetie, wat bedoelt dat? Het kan de grote Sache van God op dien leven zijn. Zum Beispiel, wir brauchen onze tong te zoveel Sachen. De gute Sachen, aber so viel schlechte Sachen sein. Warum fangst du nicht an, gute Sachen zu prophezeien op een Menschen? Zum Beispiel op die Tjenje. De Bibel sagt uns in Sprüche 18:21, dat de Macht vom Leben von Dood op onze tong ist. Du siehst dort, wo du prophezeien willst. Zum Beispiel, du hast eine Tjenje, und die Tjenje weiß, und wenn sie dann kriegt, so bei 12 oder 13 Jahren, dann ist der Ohr manchmal zu lang, oder die Beine sind zu kort, oder das ist nicht so. Und dann wird alles ein bisschen so komisch in dem, und dann sagt der Ältere, Mensch, ist das vielleicht eine Mem. Oder, heeft het woord? Een woord? Een mem. É desajeitado. Desajeitado, vou zeggen. Desajeitado? Ja, dat is, van die wordt het nog gegeven. Hè?
Een uitgehekte is het. Ja, vielleicht den Utgehackter. Vielleicht in einem Hem, das ist einfacher, ja. Oder vielleicht in dieser Agitado, vielleicht. Und dann sagen wir, prophezie schlechte Sachen ab unsere Tschenje. Hast du alle seine? Ach, von dir wird es nicht geben. Du weißt, kreuz aus den Onkel. Naja, wer ist dein Onkel? Ah, der ist im Gefängnis. Das sind super. Come on, wo treibst du da? Und nu kommt der Heilige Geist. Und er jaft uns eine Gauf. Zum Prophezeien. Goude Sachen. Himmlische Sachen. Dan zitten die in het tjenje. En het zijn dan wat te doen. Du des goude Sachen hat den Prophezeien. Du bist ein Mann Gottes, du wirst ein Frau Gottes sein. Da wo du die heen bist, dort wird prosperar. Dat wordt ver weg komen. Dort wird ver weg komen. En dan heeft de Heilige Geest die manche Sachen über Menschen, wat du nicht wusst. En dan fangst du an zu prophezeien. Goude Sachen. Über den Arbeit, über den Ministerium, über den Arbeit in Amerika's. Arbeit im Reich Gottes. Und du fängst an zu prophezeien. Und weißt du, was passiert? Dann werden die Menschen anfangen mit dir zu reden. Wie du das prophezeien? Gute Sachen, himmlische Sachen. Manche Menschen, die wollen nicht mal dich Bibi ansehen. Wie sie sagen, so viele dumme Sachen, so viele schlechte Sachen. Dann mit dem wollen nicht mal reden. Der wird je bloß klagen. Der wird je bloß murmuren. Ja, schlechte Sachen sein. Mein Evasata hier, der pass auf, dass er mal in Schwung kommt hier. Das ist ein guter Evasata. Nicht viel Arbeit von Evasata. Der Heilige Geist, er lässt die in Zungen reden, er lässt die dort uitleihen und er lässt die gute himmlische Sachen prophezeien auf andere Menschen. Meine Freunde, wo die Welt am meisten braucht, Christen, wat himmlische Sachen prophezeien op deze Welt. Jong land, Bolivien. En dat is nu al meest mijn en Manfred zijn land ook. Dus we komen zo hierheen aan. Dit land, dat braucht zeer veel himmlische profetieën. Zeer veel. De jaren wat voor ons stonden. Het zijn hier in Bolivie, oder Brazil, oder op de ganze Welt. Zijn zware jaren. Dat helpt nicht de ogen toe maken. We hebben schwere jaren voor ons. En wat deze Welt braucht, zijn mannen en vrouwen van God. Wat dem Welle Gottes prophezieren. Hier en daar. En wo ze zijn. Gott en de Welt braucht nicht Menschen, die sich das Leben möglich machen. Alle Menschen versuchen sich das Leben möglich machen. De Welt braucht Menschen, die prophezeien tot dem Welle Gottes für die Welt. Manche Prophezeien sind schwere wird. Sind Sachen, die die Menschen nicht hier wollen. Manche Prophezeien, da wiesen wir den Weich. Das ist der Weich, das ist der Tijd, und so muss es sein. Aber die Bibel sagt, und Gott sieht Männer und Frauen auf ihr, Christen, die sich loten mit dieser Gauf, Taufe, und in Zungen bidden, en dat uitleiden en ook profetieën, himmlische Sachen. Het kannst du bitte abstunden, het wel met die beden. En dat is een zeer wichtig moment. We zijn meestal een. Voorts voor we naar huis, voorts voor we zeit het brood eten. Maar nu, dat is een zeer wichtige tijd. Wanneer du de vrijheid hast, die ogen toe te maken, en red met de Heilige Geest. Pastor, weißt du wat? Ik ga niemals met hem reden. Dan fang vandaag aan. Het kan den Heiligen Geest überhaupt nicht sehr gut. Dann fang von da an tjanen. En maak den hart op. En fang an te schrijven. Eerst hebben we leert schrijven. Es een leven God vertrouwen. Dat bedient aan Gods leven. Aan te vertrouwen. Fang met den Heiligen Geest te reden. Heilige Geest, want deze go van die is. En want hij van mij is. Het wil dat vandaag ervaren. We willen met die beden. We willen heen opleiden. En ik bid met de Heilige Geest zijn wind op die poest. Endlich, hij poest al op die. En viele van jullie sperren al Sachen in jullie Charpa. Du sperrst irgendwas warmet in den Charpa. Kannst bitte Licht anmachen? Lass Licht an, bitte. Du sperrst was sehr scheinend in den Charpa, was nie. Und du denkst, mit was ist das? Das ist der Heilige Geest. Hij sagt, er ist hier. En wat das man redt, dat is van mij. En du wirst het ervaren. Wanneer du de vrijheid hast, die Augen betouw maken, die
dem Himmel hebben. Wir wollen mit die beten.